Guten Abend bei Dickrich TV. Wir sind noch hier am Quartier a Bedingen bei der Sauer. Gegen 8 Uhr den Abend soll hier den Wanter verbrannt gehen. Ein Evenement, das immer viel Leute und sieht, auch von der Decke her nicht ganz das gefinden Burschbrennen geht. Et war schon ein bisschen ein trauriger Nublick für den 21. Februar an der Sauerwies auf großem Sockel ein ganz kleiner Kreuzstung für das schön Burschbrennen zu werden. Aber die Wetterkonditionen waren einfach nicht die besten. Und der Michael aus dem Center Dickrich hat gemacht, was sie konnte, für die Tradition doch aber aufrecht zu halten. Wir haben nicht die klassische Bursch abgerichtet, weil es viel Grundwasser an der Wies ist. Ich habe ein ganz alternativ müssen machen, und das eben das durchgehen, was am Hintergrund sieht, ist nicht ganz schön. Aber die zweite Alternative hier kein Bursch gewesen, nur das durchgemacht. Wir hatten für uns 2 Jahre noch Probleme mit dem Grundwasser. Das wäre doch gefährlich für es abzurichten, weil es immer umgekippt. Und mit viel Chance wäre es ein Accident gegangen, wo es aber gut ausgegangen ist, wo kein passiert hat. Du konntest sie aber normal abrichten, oder? Ja, da wäre aber ein bisschen anders Wasser. Natürlich kein Wasser, kein Netz an der Wies gesehen, das gesagt in aber Haut. Mit Hilfe von 2 Bauern von Irbelding hatte sie last minute 4-räckige Runde Botten geliefert für den Untergrund. Dabei hat der Verein einen kleinen Kreuz gebastelt, an innen hin viel Holzer geäscht gelöscht, für das es aber ein schönes Feuer ging. Der Rest allerdings der Grund wie Gewinn auflaufen. Schon vom Mittelsonn wäre so auch die belebten Zopfen der Armee nicht ausgeliefert gehen. Wir hatten nicht viele Leute, die mit Tippen hergekommen sind, die dann daheim am Wärmen sie essen, weil hier ist aber ein bisschen frisch mit viel Luft. Damit wäre aber schon mit Success verbunden. An den Ofen kann ich mit einem kleinen Nussturm rechnen. Natürlich, weil das letzte Jahr hatten wir bis 23 Jahre Leute hier, die getrunken sind. So konnte das Jahr 2026 trotz kleinem Kreuz Burschbrennen aufhellen an die Leute, die waren nicht mehr wie dankbar, dass endlich kein Wanter verbrannt ging. Burschbrennen ist bekannt für den Wanter zu verbrennen. Und hier treffen wir dann halt mit seinen Kollegen, für Patze zusammen zu trinken, was hier gut organisiert ist von der Pomchef, von Dickrich. Und voilà, das Jahr ist das Bursch ein bisschen klein gehen. Das soll es, habt ein bisschen hier und wir genießen Zeit zusammen. It's very interesting. Like I'm coming here for the first time, and like I can see like a community, very cute. Everyone knows each other. That's like you don't see it in big cities, right? Like everyone knows each other. You don't feel that bond. So that's unique and that's interesting. Habt ihr gewärmt her, so nicht brennt und ja, wir sind auch eben zu Dickrich, dass es ein bisschen überschwemmt, dass ein bisschen Wasser und das ist ja so eben ein bisschen anders. Aber nicht schlimm. Und Temperaturen sind durch noch auch ratzfatz geklommen, bis auf 16 Grad. Ende gut, alles gut. Großen Aufwand ist es immer für die sillischen Vereine, die bei der Dickrischer Kavalkade mit am Kochtisch gehen. Schon eine lange Wien bauen ist eine mega Arbeit, aber auch um das selber muss sie nach mal alles gehen. Vierter war nicht zum Beispiel noch für die Kavalkade 2026. Die Stimmung hat dort aber nicht geschult. Überall, wo ich hingeguckt habe, nimmen glückliche Gesichter. Auch bei denen, die die Venus im Cortège gebaut haben, wird Glück richtig zu spüren. Die Landjugend Dickrich zum Beispiel, die mit ihrem Geburtstagswohn in der W waren. Wir als Landjugend Dickrich schon die letzten 50 Jahre gefeiert. Und das Jahr haben wir dann die große Ehre, mit dem dann den 50. Landjugendtag zu Dickrich präsentieren. Und dafür haben wir ein bisschen Titel gehabt. Wir haben mal zentralisiert, all die verschiedenen Plakate mit den Logoen durchzustellen, die letzten 40 Jahre auf den Kavalkade, auf den Landjugendtisch natürlich präsentiert werden. Und das war dann auch für zu weisen, heute war dann noch mal länger feiert. Und das Schönste sind, die Leute kommen da hin, sie gucken, du warst auch. Das ist aber ein bisschen die Rede, den Boden ausmöchten.
Vom Mitte November schon hat die Kipp unter Umsetzung vom Konzept geschafft. 2-mal Woche, 6 bis 7 Stunden. Tatersersatz a Geneso mussen sie auch lo umwohnen, normal alles gehen. Aber sie machen nicht gern, weil Die blinke Stand von der Kader beim Hinabes kann gehen. Wenn sie durch Stimme ihrer Sack und dann kann ich Hinabes gehen, dann sind sie froh. Und das ist einfach so flott, so viele Leute bei ihnen, alle gut verklebt. Wir feiern einfach die 5 Jahreszeit. an dabei ist es gar nicht so einfach am Cortège dabei zu sein. Ein Kavalkad bringt nämlich nicht nur Spaß, sondern auch ein paar die Verpflichtungen mit sich. Was aber immens wichtig ist, Sicherheit. Ich muss aber immer ein paar Leute lernen, zu wohnen gehen, weil das wirklich keine Maps geschieht für allen, das kann er nicht. Ja, was auch nicht so spaßig ist, ist effektiv so noch putzen. Und eben halt so für die Runde, die Ofen da wohin, da muss abrichten an der Kehle, das ist nicht so spaßig. An der Landjugend die kriegt lo schon am 10. Jahr mit dabei bei der Kavalkade an der Sauerstadt. Gerade das Jahr, wo die Landjugend dazu dickrisch befürchtet, den sie organisieren, wollen sich das Werbetribüne dann gehen lassen. Nicht zuletzt und aber auch sie Spaß bei der Sache. Die negativen Aspekte, die sollen auf der Kavalkade selber schön brav am Tirang bleiben. Das ist aber ein ganz schön Gefühl, gesagt, die ganzen Kollegen, die über ganz hier, das ist nicht so gesagt. Wir gehen nicht nur auf die Christ auf Kavalkade, wir haben eine andere. Und auch da gesagt, immer andere Leute. Und das ist einfach flott. Das ist meistens alle Menschen gut gelaunt. Das ist schon flott. Moment bleibt also für allem das gut Gefühl, dass es sich auch 2026 nicht gelohnt hat. Wieso hat das Kavalkade war die Job? Wir sind richtig da durchgekommen. War viele Leute und war da kalt, wir haben einfach gedacht, dass es überall warm gehen. Es war wie immer am Schein. Ich meine, Leute sind schon gefreut. Das ist das Wichtigste. Nächstes Jahr am Mat dabei? Wir müssen mal als Ausdruck dickreich, müssen wir mal vergrößern sein, dürfen wir freuen uns auf nächstes Jahr. Das letzte Jahr hat die Gemeinde schöne neue Braucher gefordert. Für alle Kanten, die am Jahr für die auf die Welt kommen, gibt es hier ein Plakat mit einem Viernamen und einem Pavillon auf der Spielplatz an der Gläsener Straße gebracht. Ende Februar dieses Jahr wäre dem noch die 2. Edition. Ich begrüße euch ganz herzlich hier an der Gläsener Straße für unser Projekt, den wir ein bisschen umgewandelt haben von einem EBAM für Kant. Auch die zweite Aktion von der Nachhaltigkeitskommission für alle neugeborenen Aufwohner von Dickresch, ein Plakat mit seinem Namen und einem Pavillon zu fixieren, hat nicht viel Eltern an Gläsener Straße gelockelt. Nicht nur sind sie mit gutem Fairtrade-Kaffee und Croissant empfangen gehen, es war das den ersten Fairtrade-Event von der Gemeinde, wir konnten sie auch noch selber eine Hand aufpacken, für den Namen von ihrem Kind festzuschrauben. Begeisterung bei den Eltern war dann noch groß. Ich fand das mega interessant, weil nicht allgemein möchte das. Und da sind wir Souvenir für das gelangt, hat für heute Spiele gekommen und hat das da gesehen, hat für seinen Namen da gesehen. Und ich fand das mega flott. Weil das eine exceptionelle Occasion habe für unsere kleinen Charlie sein echt Plakat festzumachen, dass die Gemeinde das möchte. Ich meine, das sind allgemein die das möchten, dass wir hinein können haut ehren, das gefällt uns extrem. Ja. Ich fand das eine schöne Sache für die Kinder, auch wenn sie Hinterspielen gesehen haben, nimm, wo wir von 3 Jahren lang Bebe gemacht haben. Und natürlich die Hütze selber abgehängt, das ist auch etwas Spezielles trotzdem. Ja, da wissen wir ganz genau, wo dann die Nummer ist und da können wir auch den kleinen Nummer weisen, wo seine Nummer dann drüber ist. Das redet natürlich auch der Präsident von der Nachhaltigkeitskommission. Hier weiß aber, dass so ein Event nicht mehr möglich ist, weil viele Leute am Einsatz sind für die aus seiner Kommission. Natürlich. Ich meine, wir sind eine Kommission, wo Member alle ganz aktiv sind heute doch quasi alle hier. Sie sind immer an den Reunionen dabei. Und das freut natürlich, wenn ihr etwas möchtet, was aber quasi benevol ist. Das sind Leute, die das benevol machen.
an was so Projekte dabei rauskommen an mat, dat natürlich mech als Präsident von der Nordstaatskommission Fred immens. Oni Kleider ist de Gemengeservicer wie dat ganz awer natürlich net méiglech. Ustoß zu dem ganzen huet zum Beispiel der net Schmieds aus dem Populationsbüro ginn. Sie war am Ufang und Kommission rogetruden fir Monet eng Aktion fir die Neugeborenen ze lanceieren. An sie hat auch beim lokale Graveur Plaketten an Auftrag gehen. Super, also wirklich, erstens mal, dass wirklich so viel kann auf die Welt kommen, das ist wirklich phänomenal. Ne? Also wir hatten das ja wirklich 72 Stück, von das wirklich unheimlich viel. Und dass dann noch darüber hin so viele Leute hingekommen sind, für das mitzumachen, das fand ich einfach super. Das ist wirklich eine super flotte Idee. Also das war ja meine Idee, ne? Mir einfach, dass man das so können umsetzen und dass Leute auch wirklich darüber reagieren, das fand ich wirklich flott. An, dass die Kontakt mit den Leuten kriegst, weil leider kommen die Leute nicht bei uns, kann er ummelden, die meisten, die ja halt zu dicker auf die Welt kommen, dass die also lokal halt zu dicker auf die Welt kommen. Wir hatten das ja aber schon, sodass du dann einfach die Leute dann persönlich kennenlernst. Ne? Den Zauwurst zu dicker boomt also. Nur die Biererschaftsmotive für die 65 Neugeburten 2024 und die Ballonmotive für die 70 Neujahr von aus dem Jahr 25, die Pavillonsaktion, da war schon geschwind aufgeschlossen. Datich mir wëlles awer den Dachen drënner schein voll ze kree mat Plaketten de Firma lo gesot am Ohr nach die Kanner die Lodiste op Welt kommen nächste Halbbetten ubringen. An der Mamer wenn neue Projekt an Dicre stehen wahrscheinlich komplett besänecht sinn. Mir bleiben lo net immer bei Plaketten am Pavillon. Du hummer schon per Idee mir schwätzen eng an der Kommission. Wir sind dem nur gespannt für jetzt 2028 fährt goen. De Pavillon op der Spielplatz an der Rue Glesner gouf fir eigenglecher opgeriecht, fir de Kanner an hireieren Eltern zu laben, sech mal am dicke Summer an de Schiert kënnen ze sitzen. Ders kreen sie lo hai op der Spielplatz zanter diesem Joer méi wie genug, fir o kurzem goufen ha nämlichlech och e puer Beem geplant. Noch ass net viel ze gesinn vun dee neie Beem Bayern op der Spielplatz an der Glesner Stroos. Aber de nächste Summer scho werd de Land, Platan, Ahorn an Tulpebaum ha fir vill Schier zugen. Et ass dëst awer nëmmen e klengen Deel vun enger grosser Baumplansaktioun an Dickrech. Wir hatten den Baumkadasser gemacht, den Baumkadasser rauskommen, dat verschiedene Beem mussten ëmgemerk gin an mir hunn, wann mir am öffentliche Platz Beem wäschwen und mit Obligationun fir neii Beemerem do hinnnerzusetzen, déi zu remplacéieren am Fong. Dat sind am Fonglo die 22 Beem, die lo neiwrech sind, die man muss neipflanzen. Do hummer dann lo geguckt, wo man die dann richtig hinsetzen, fir dat man se net viel beneen hunn. Dat ich mir ersetzen die 22 Beemlo durch 20 Neibeem. Weil Klima als Beeme man mit zusetzt, muss ganz genau geguckt gehen, wat für Sorten do gepflanzt gehen. Die Beeme sollen sowohl lang dröschen wie auch lang Rehperiode können gut verstohlen. Allein Stroß noch nicht empfindlich ob Salz sind. Am Gemengepark an den Dörfelo zum Beispiel diese wunderschöne Sequoia bewundern. Mammutbeem gehen über 100 Meter groß und können bis zu 1000 Jahre alt gehen. Iwerschens steht so ein Sequoia schon ganz lang auf der Rive-Droite von der Sauer, ohne seiner Schönheit gebäst zu haben. In Zukunft dürften also mehr so exotische Beeme bei uns zu finden sein. Dann hummer Ginkgoen, mir hunn Sorbussen, Elsbeeren, ass vielleicht lo net so exotisch mit sinn wer Beem, die lo duch die Klimaresiliente viel méi lo opkommen, weil die eben mat die Top-Beem von denen ganz Geschichte sind. Und da sind wir auch für Kirche schon mal nach Bauschen hin gesagt, an Eschen, fir dat man do och bëssen an dem Einheimischen bleiben, aber auch Zochten, die ziemlich resistent sind. Dabei gehen noch an der Klick schon ganz geschwind 30 Gledizia-Beem gepflanzt, die normalerweise an Nordamerika und an Asien zu finden sind. Das sollen die Aalbeeme aus der Straße ersetzen und dabei nicht nur für schöne Schierzwischen mit darüber hinaus auch Früchte für die Fauna bieten. An zuletzt dürft auch die Stadtkehr am Kader von #Neidickrich mit klimaresiliente Beem mehr lebenswert gemacht gehen. Baumplansauktionen dürfen nicht in Zukunft also nach mittags gehen. Dat war lo nach ugedech, dass schmengen die Leute die spazieren gehen, die gesehen, dass Trauerweide langs Sauer ziemlich alt sind und noch zum Deel oder Wandersturm umgefallen sind.
Do si man gang zguck mat der AG fir die dann och zersetzen, dat so es de Pro de mar hunn. Och do will man der setzen, die lo net als klengse fir dat ze net bei méchen Heichwasser hochgin. Dat ass man Appppes war mar hunn. Dat wat man och nach wolle kucken, dat das ganz einfach die Einzel Iloen an de Strossen, wo man kënne, wo kein Resonen drinnner sind, fir déi och Löser löst ersetzen. Am Flossummer fir 2-3 Joer mat do gefangen. Me do versicht man dann noch méi Beemskräfe, dat man méi schier doch an als Strosser kreien, dat man net nëmmen die Klengplantationen hunn mir och Beemlo op mir Waldstuhl. Denk doch dir lo run bei engem Bahnplansprojekt fortzusetzen, die besser am neue Klima zurecht könnt, dann steht de Servicetechnik vun der Gemeng ich gemmer tro zur Seit. Heit zu Lützeburg gouf als Bahn vom Joar 2026 iwregens Zitterpappel ausgewählt. Am Automobilsport kommen Frauen an die Leistungen an der Vergangenheit dacks zu kurz, goufen net genug aufgebrucht. Den Autos müsse zu dickrecht, die setzt sich dafür schon mal lang für die Gleichberechtigung von der Geschlechter an. Auch für den internationalen Frauentag 2026 hat der CNVH nicht flott Akzente gesagt. Vom 6. März lief am CNVH die Ausstellung Women of Equality in Color von der Künstlerin Pelina Jean. Die Expo gouf am Kader vom Internationalen Frauentag lanciert. I agreed to participate this exhibition. Is about women and equality. It's an important topic for me, and I want to support International Women's Day and share my art with people. De CNVH hat sich schon durch verschiedene Aktionen am Kader vom Frauentag aufgehoben. So waren für eine Periode zum Beispiel eng paar die bekannte Rennfahrerinnen zu einer Table Ronde geladen, wo der Stellenwert von den Frauen am Automobilsport behandelt gouf. Deker also hat sie einen wichtigen Akzent mit einer Ausstellung gesetzt. Et geht hauptsächlich darum, für die Frauen an der Automobilswelt an den Vordergrund zu bringen, weil ich meine, die Automobilswelt ist gerade eine von den Branchen oder eine von den Welten, die extrem noch mit Stereotypen bisschen geplot ist. Und wir wollten da einfach ein Zeichen setzen, dass es eben kein, wie ihr seht, ein Männer dominiert Domain ist, aber dass es eben auch ganz viele Frauen gehen, die ihren Teil zu der Welt eben beigetragen haben. Die neue Expo am CNVH soll den zu Schnitt entgoen losen. Die Artistin Pelina Jean, die von Istanbul und zu Lützeburg wohnt, oder ein international Renommee ist bekannt für ihr lebendig und ausdrucksstark Porträten, ausschließlich Frauenporträten. Women are big inspiration from me. I like to show their emotions and stories with my colors. So I want to give the woman a strong and positive voice. Nief des Expo will des CNVH aber mi weit gehen am Engagement für die Frauen. Dafür gouf Pelina Jean noch sollicitiert, für auch ihr künstlerisch Straßen an enger Vitrine an der Expo zu analysieren, wo das Projekt Egalité sur Route zur Geltung kommt. 5 Frauen aus der Lützeburger Automobilwelt gehen hier auf das Podium gesetzt, für dich natürlich mal Valentine Wagner vom Garage Wagner, dann die 2 Wengler-Schwestern vom Garage Paul Wengler, und für allem auch die 2 Pilotinnen Vivian Heiderscheid an Jenny van Hilton. Also das wichtig für uns, dass es eben kein statisches Projekt ist. Also wir wollten nicht einfach etwas machen für den Weltfrauentag und dann ist das fertig für uns. Wir wollen, dass es wirklich ein lebendiges Projekt ist. Das heißt, wir werden am Laufe des Jahres versuchen, Ambassadrissen zu finden, die das Projekt ein bisschen nach außen tragen. Das heißt, sie wird Pilotinnen, sie wird Mechanicinnen, sie wird Ingenieurinnen. Also wir wollen da wirklich von alles ein bisschen beikriegen, dass sie auch für allem den jungen Frauen oder Mädchen ein bisschen ein Vorbild können gehen. Sowohl die Expo wie auch die Vitrine am Projekt Egalité sur Route goufen übrigens, wie sich das gehört, den 6. März offiziell angeweiht, a Präsenz von der Ministerin für Chancengleichheit Yuriko Backes. Die Expo kann sich noch bis den 29. März angucken. Die Vitrine wird auch nach diesem Datum bestehen bleiben.
Auch am historische Gebäi vum CNVH huet lang Firomusezeititen eng fra grossen Ersatz gewissen. Valentin Meris Wagner, Di Wiener Chefin vum Garage Wagner, huet de Familiebetrieb nom Zweite Weltkrieg weiter ausgebaut, als sicher an die modernen Zeite gefauerert. Mir hunn es iwwer sie mam Lokalhistoriker Ern Breusgerner Hall, die sich intensiv mat der Geschicht vum Garage aus nie gesat huet. Haien Extre aus dem Gespräch. Sie war eng ganz jovial Madame. Es sind 5-6 Mal sicher Beisige vor Iverens mat hier mam Herr Zahndoktor Roche, den ihren Hauszahndoktor war, an den sie gut kanntet, weil die Kollegen vom Jean Meris. Da sind wir over gegen 6:30 hochgekommen und dann huet sie dann sie so dann zu Bachtring an eng schönen großer Villa ganz so lang dann so ze verdrängt her und dann hätte man können naja mat Whisky aufhängen bis mir miss nehmen fuhren dafür. Sie war ganz jovial, aber ich kann man sie war wo eng dat tun aus der Deutscher aus der Firma gesagt, sie konnte aber auch ganz hart verhandeln. De ganzen Interview mam Herr Breuska iwwer d'Geschicht vum Garage Wagner kënnerich vum nächste Samste Jun owes 6 Sauer op alleise Kanäel vun Dickrech TV okucken. Wéi sportlech will aktiv sinn, den huet zu Dickrech Filmméiglechkeeten. Eng vun, dat ass de Zumba-Kur mat vor sowes 7:30 am Gebäi vum Fréieren Cineskala. Zumba ass eng Mëchung aus Danzer Fitness entstaan, weil an den 90er Joren en Aerobiktrainer aus Kolumbien seg Musikkaset vergies hat an dummer zinger Latinomusik improviséiert huet. Du Leiit huet et gefall, so dats am Joer 2001 Zumba entstanen ass an 189 Länner weltweit ëmmer méi populär gouf. Auch zu Dickrech sind ze begeestert vun der Sportart. Au school, je suis méga froh matat en je suis gâte danser. J'ai fait du Zumba depuis presque 2 ans et je fais du Zumba parce que j'adore danser. Je sors du travail et je viens ici tout de suite. J'adore. C'est un truc que ça me fait du bien. On danse, on rigole, voilà, et on a une bonne équipe. Toujours de bonne humeur. Ça, c'est le plus intéressant. Zumba kombiniert Bewegunge vu verschiedenen Tanzstile, hauptsächlich lateinamerikanischen wie Cumbia, Salsa, Merengue, Reggaeton. Et fühlt sich schon wie Tanzen, an dabei mischt den effektiv Sport. Dabei ist Zumba für jede geeignet. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, das Wichtigste Spaß haben, also sich bewegen. Die Vorteile für den Körper sind ganz vielseitig. Ma Zumba ist am Anfang gut für den Muskelaufbau, das ist gut für die Koordination, das ist gut für die Ausdauer. Und für allem verbrennen ganz viele Kalorien beim Zumba. Das sind so ungefähr 500 Kalorien an 60 Minuten Zumba. Das ist am Anfang ein ganz Körpertraining. Zumba bedeutet kein Druck, keine Bewertung, just Fried, Bewegung und gute Energie. Jeder praktiziert es auf seine Manier und das ist das Perfekte so. Musik, die Energie und die Gruppe schaffen eine positive Stimmung. Stress fällt auf und es fühlt sich frei, was nicht nur dem Körper bekannt. La musique, elle nous emporte et l'exercice physique, ça nous fait du bien au corps. Mais la musique, ça nous emporte et ça nous fait du bien au cerveau, ça nous fait bien en tout. Quoi. Et ça fait bien au cœur, à l'âme, parce que
Il faut bouger dans nos tâches, il faut bouger, danser, s'amuser, crier, danser, chanter, tout ça. Ça fait bien au corps, ça fait bien dans le groupe, on est ensemble, on chante, on danse, on crie, on est ensemble. Zumba ist am Fong de freieren Aerobik am Latino-Style. Am kurz zu Dickrech gët er woch mat moderner Musik geschafft an dobei dann noch Handle benutzt. An Zter dem lächte Summer gët och Zumba am freie Gemach. Bei dësem Kur kon schiederich spontan matmachen an huet sech sogleich vollgefilt am Zumba-Grupp. Das am Fong die Ambiance, diese Hunden an sie gehen eng immens viel Fred, an sie hat einfach am Blut. An dafür gefällt es ihnen so gut, dass ja, gefällt ihnen. Und sie motivieren mich. Zumba als Lebensfried. Also, Orelo Lostgrot fir et auszuprobieren, da geht einfach mal ein Kierland schlussen, am Kur am Freire Sineskala mit Vorsowes, 12:30 geht et lass. De Schnupperkur as gratis. Hut Dir et gel léifamige Mitlesung Vorteil, dann hun mir nach aner gut Idee fir Ech. Tromi Liefken aus der Librairie Zimmer huet ich auch dëse Mount nese puer Flott Bichertipps herausgesicht. Guten Morgen, ich präsentiere euch heute ein Flottenheit-Kammerbuch vertecht. Ronny das Pony und Gerd das Pferd und Ante die heißt Bante. Das ist ein zweiter Band vom Macher vom Fuchsi-Pups. Mega cool, gereimt. Den könnt halt auf den Bauernhof an das kleine Pony aus dem Fong interessiert für Freundschaft zu schließen, dient aber nicht. Die ist total fasziniert vom Gerd. Quatsch dem Dore voll an mir starter Comedy. Gerd aus der Not dicke nervt an will den Glas gehen an der ganze Bauernhof als an Opro. Ein super cool Buch für Kanner ab 3-4 Jahre. Mega interessant, ganz witzig, flott gemalt, coolen Humor. Merci Koppenrad. Ich habe den neuen Wanderguide 4 aus der Edition Binsfeld. 202 IVV-Tiere und auch andere Spaziertiere am ganzen Land. Super flott Sache. Viele Leute haben darauf gewartet, dass er neu gemäht wird. Die neue Version hat genau wie die Aal ein kleines Plastikshus, wo in die Einzeltiere kann dran machen. Natürlich wie immer eine Klasse, wo sie raushöhlen. Flotte Initiative für wenn wieder lo besser geht, um ein spazieren zu gehen. An Domat geht als Emission haut aus dem Quartier Bedingen beim Burschbrennen op en an. Ech wünschen euch noch viel Spaß mit diesem Agenda, also nicht bis auf eine Woche ist. Den 21. März Moes ass vun 9 bis 12 am Grospotz zu Dickrech gesot. De Paar an Arrivé haifir ass wégewinnt alt Schwämm, wo d'Partizipant Moes mat Croissant a Kaffee gestärkt ginn. D'Appell d'ältre Vereenechung vun de Kanner aus der Grundschule zu Dickrech invitiert den 21. März Mëttes vun 2 bis 5 op eng neue Edition vum Kannerflomat an der Dickrecher Grundschule, et ass dëst eng Wand vu Kanner 4 Kanner. Den 22. März owes 6 kandidiech op en neien Nugelkonzert vun den Amit Lok an der Parkkirch freeen. D'Organistin Stephanie Duprel spielt 40 Minuten lang Wirker vu Widor an Böllmann. Den 28. und 29. März als nächste Zeit für den Ostermarkt, nieft flotten Handwerksstandies nach Gedrängs, einem Besuch vom Osterhus, einem klangdeieren Park am musikalischen Enkadrement, gëtt samstes Moiesteck hier auch speziell für die Kanner eng Osteria sich mit flotte Spieler. Die Meldung häufig lief nach bis den 20. März. Nach bis den 29. März lief am CNVH d'Ausstellung Women of Equality in Color von der Künstlerin Pelina Gin, die am Kader vom Internationale Frauendach lanciert gouf.
An der Gemengegalerie verdem ass bis den 29. März nach d'Expo vum Joe Munoz genannt Moni ze gesinn, vum 4. April London als nächste Künstlerkollektiv Lackerbesuch am Kulturhaus mat der Expo Art en Marche. An den 18. April Owe Sumard invitierte Sängerband Dickrech am Kader vu segem 175. Geburtstag op e Konzert am Ensemble Vokal Cantica an der Parkirch, den heit Petit Messe solennell vum Rossini präsentéiert. A fir Musiker a Musikerinnen gëtt nach die gut Novell, dat den sech vun Loen of fir de Forum International pour Flûte et Piano umelle kann, Internetsit forumflûtepiano.com fan Dir all Detailer.